Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zum Nord-Süd-Klassiker-Gipfel, wie auch immer, beim HSV. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und ohne Umschweife rein in den Bums. Spät genug. Und ihr, also jetzt sparen wir Zeit. Torben Hoffmann Ja, beginnt war für mal Sky. Zeit, Alter. Gib Gas. Ja, guten Morgen. Eine Frage erstmal an dich, Vincent. Wie groß ist so ein bisschen bei dir die Vorfreude aufgrund deiner Hamburger Vergangenheit, dass es jetzt wieder nach Hamburg geht? Was erwartest du für ein Spiel? Und die zweite Frage auch gerne an beide. Du hast ja auch gesagt nach dem Spiel gegen Eindhoven, dass du mit Leon auch nochmal sprechen willst, was seine Zukunftsplanung jetzt angeht. Hat dieses Gespräch stattgefunden? Und wie steht's in der Causa Goretzka? Bleibt er oder geht er im Winter? Nee, hat natürlich nicht stattgefunden. Ja, natürlich hat es stattgefunden. Mein Gott. Also manchmal kann man auch doofe Fragen stellen, oder? Frag doch einfach, jo, bleibt da, geht er. Kürz doch mal ab den Bums. Christoph, willst du erstmal? Mache ich nachher Leon, ja, und du machst Hamburg, oder? Nein, aber es bleibt natürlich eine besondere Geschichte für mich, aber Hamburg auch als Stadt. Es war nicht nur HSV, es war wirklich Wohnen und Leben in Hamburg. Also ich glaube, jeder, der dort gewohnt hat, spürt, was für eine besondere Stadt es ist. Und das bleibt. Aber ich weiß natürlich auch, dass was HSV jetzt macht, das ist dieser Wiederaufbau. Und ja, wenn HSV stabil ist und HSV ruhig ist, dann habe ich das auch in meiner Zeit gespürt, dann ist es natürlich immer ein Potenzial Riesenverein. Also es ist ein großer Verein, aber normalerweise werden die... Haben aber auch noch einen weiten Weg vor sich, wa? Also erstes Jahr nach Aufstieg, also dass es möglich ist, ja, sieht man an Stuttgart, ja. Sieht man aber auch an Hoffenheim, traurig das sagen zu müssen, aber ist nun mal so, wenn man sich gerade die aktuelle Saison anschaut. Freiburg hat es gezeigt. Ja, aber ist natürlich alles ein langer Weg, ne? Ist nichts, was man innerhalb von 1, 2 Jahren mal eben auf die Beine stellt. Da braucht man schon Geduld, auch beim HSV. gesund, stabil und Aber waren ja lange noch in der zweiten Liga, sollte also Geduld da sein, ne? stark auftreten, dann ist es eine Mannschaft, die normal ganz oben dabei sein soll in Deutschland. Also dieses Gefühl bleibt und das ist wahrscheinlich vielleicht noch eine Geschichte für die Zukunft. Und ja, die Vorbereitung für dieses Spiel, ich glaube, es war auch ganz deutlich, was die in der letzten Woche gemacht haben. Und zu Hause sind die sind heimstark. Und ja, ich erwarte eine Mannschaft, die kämpft um die Punkte, die weiß, dass jetzt eine wichtige Phase ist in der Saison, die zu Hause auch die Glaube hat, dass was passieren kann. Aber das Sehe ich übrigens genauso, ja. dass wir motiviert dahin gehen und voll Vertrauen und einfach viel Bock auf dieses Spiel ist auch die Wahrheit und deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel. Und Leon, ja, das war natürlich Thema die letzten Tage. Wir hatten ja noch ein Champions-League-Spiel, also es war viel Dynamik drinnen. In den letzten Tagen es hat einige Gespräche gegeben mit Leon, von allen Beteiligten. Und Der Christoph für eine wilde Friese, Junge. Hä? Leon fühlt sich extrem wohl in diesem Club, in Extrem diesem Verein, wohl. mit dieser Mannschaft. Und wenn wir ihn weiterhin 17 Millionen zahlen würden, dann würde er sich wahrscheinlich auch die nächsten 3 Jahre extrem wohlfühlen. Und Leon wird auch beim FC Bayern bleiben. Er hat sich für den FC Bayern München entschieden, dass er hier bleibt. Leon spielt ja, die letzten Jahre einfach richtig stark, ist der deutsche Nationalteamspieler, ist auf einem extrem hohen Level. Und von dem her ist es kein Wunder, Da habe ich ja alles, was Christoph gerade erzählt, sehe ich nicht, ey. dass es Nachfragen gibt. Und es hat auch konkrete Nachfragen jetzt gegeben, auch bei Leon. Und Leon hat sich auch damit beschäftigt. Aber wie gesagt, er fühlt sich extrem wohl mit dieser Mannschaft. Er ist ein wichtiger Teil davon. Er spürt auch, was gerade passiert, welche Energie in dieser Mannschaft ist, die Atmosphäre und dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass einiges noch möglich ist dieses Jahr. Und da will auch Leon dabei sein. Und er ist einfach ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft. Aber wie gesagt, wir haben da offene und Ja, aber soll er jetzt auch anderes sagen, wenn wir ehrlich sind, oder? glaube ich, sehr, sehr vertrauenswürdige Gespräche geführt, sehr offen.
Und das ist ja auch völlig okay. Leon ist dann 8 Jahre da. Ist natürlich jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja komm Leon, da hat der Maurer das Loch gelassen. Ich meine, wir sind beim FC Bayern, da gibt es das eh nicht. Ja. Kann er seinen Vertrag erfüllen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht geht er mit dem Double, vielleicht geht er mit mehr, vielleicht geht er nur mit der Meisterschaft, egal, mit irgendeinem Titel wird er schon gehen. Und dann ist die Sache da auch rund. Kommuniziert unter allen Beteiligten, auch mit Leon und auch mit seinen Beratern und auch wir im Club haben sehr offen darüber gesprochen. Wir haben ja auch mit Leon in den letzten Wochen immer schon wieder mal gesprochen. Jeder weiß ja, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. Und durch diese Dynamik auch jetzt in den letzten Tagen, auch das haben wir dann nochmal intensiviert, diese Gespräche und ja, ganz offen auch mit Leon gesprochen, was im Sommer sein weiterer Weg sein wird. Da können wir jetzt auch sagen, im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München Das ist halt der Punkt, ne? So, jetzt spul mal die ganzen Sätze, die er gerade gesagt hat, zurück. Passt diese Aussage ja gar nicht rein. Wenn dem alles so wäre, wenn Leon so super wichtig wäre und deutscher Nationalspieler und super wichtig für diese Mannschaft und Teil davon und bla und bla und bla, dann hätte man ja gesagt, pass mal auf, Leon, komm, was hältst du davon? Ich gebe dir 10, ich gebe dir 12, so wie man es bei Gnabry ja angeblich auch tut, wie man es bei Leroy getan hat. Und dann hätte Goretzka das angenommen. So, ich glaube nicht, dass Leon unbedingt so ein geldgeiler Sack ist wie viele andere. Hat man nicht getan. Ja, und fragt euch mal, warum. So, ja, also. Aber gut, was soll das andere sagen, ja? Also, ohne Witz, wäre es nach dem FC Bayern gegangen, hätte Leon Goretzka das Angebot wahrscheinlich sehr gerne annehmen können. Wir hätten 2 Mille Ablöse mitgenommen, hätten die 8,5 Mille an Gehalt gespart für die Rückrunde. So, hätten wir 10 Mille im Sack gehabt, 10,5 Mille und wäre gut gewesen. Ja. So, ich glaube, da hätte keiner Kopfschmerzen mitgehabt im Verein. Vielleicht Vinny, ja, weil Vinny hat ja schon sehr oft auf Leon gebaut, wenn wir ehrlich sind. Wahrscheinlich hat das da irgendwie mit reingespielt. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeiten Leon Goretzka kriegen wird. Ich weiß nicht, ob er unumstritten dann mit zu einer WM fährt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, wenn die entscheidenden Wochen kommen, werden die wichtigsten Spieler spielen und da sehe ich keinen Leon Goretzka bei uns. Sorry. Ja, also weiß ich nicht, ob man sich da nicht ein bisschen mit ins eigene Fleisch geschnitten hat, aber gut. vorbei sein. Er wird ja, einen anderen Weg einschlagen. Es wird dann 8 Jahre beim FC Bayern München gewesen sein, extrem erfolgreich, extrem ja, stark auch, wie er sich als Mensch und als Spieler hier gegeben hat. Aber es ist nicht vorbei. stimmt, Er ja. bleibt bei uns. Er wird die nächsten Monate mit der Mannschaft dafür kämpfen, dass wir ganz große Dinge erreichen können. Und das spürt er auch, der Leon. Und von dem her haben wir, glaube ich, da jetzt sehr, sehr gute Gespräche mit ihm auch geführt und wollen da auch ganz, ganz offen damit umgehen und auch offen kommunizieren. Und ja, das ist die aktuelle Situation mit Leon Goretzka. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Monate mit ihm. Ja, ihr müsst mal auf die Worte achten, die er sagt, und dann guckt euch mal die Mimik dazu an. Die sagt genau das Gegenteil. Die sagt, ich weiß gar nicht, warum Leon noch hier ist. Ja, eigentlich wollten wir den gar nicht mehr haben. Und der blockiert weiterhin Platz und der Trainer muss den weiterhin aufstellen, sonst gibt das Stunk in dieser Mannschaft. Und aber wir freuen uns nur das Beste, wollen wir für Leon Goretzka. Wild. Schön, dann ist Stefan Kumberger an der Reihe für Sport 1, bitte. Wild, wild, wild. Aber wenn der Spieler nicht will, will er nicht. Er hat Vertrag. Punkt. Ja? So ist es. Ich sag ja, der Spieler ist der die Macht hat. Der Verein, wenn du diese Wohlfühl-Oase FC Bayern München hast, hat immer der Spieler die Macht. Punkt. Frage an beide, Herr Freund, Sie haben gerade gesagt, Sie haben offen miteinander gesprochen. Er selbst hat in dem Interview gesagt, er hat gehofft, dass es nicht so läuft wie bei Thomas Müller, so ein bisschen hin und her. Hat das Interview dabei geholfen in dem Umgang mit ihm, der Zeitpunkt? Naja, das Interview war ja schon vorher, bevor man die Gespräche geführt hat, oder nicht? Also, was soll jetzt da geholfen haben? War ja doch überraschend. Und Vincent, wie schaut es mit dem Personal aus, gerade mit Jamal Musiala? Sie haben in Eindhoven gesagt, Sie hatten den Eindruck, irgendwann mal ist er tot und hat dann doch weiter gespielt. Gab es eine Reaktion, körperliche Reaktion auf die lange Einsatzzeit und wie sieht es allgemein aus?
Das Interview hat da gar keinen Einfluss darauf genommen. Ja, hätte mich auch gewundert. Natürlich die letzten Tage durch diese Konstellation, dass es da auch eine Anfrage gegeben hat und dass das auch sehr, sehr konkret war und dass ein anderer Verein sehr, sehr interessiert war, das auch jetzt zu machen, gab es einfach nochmal intensivere Gespräche und da haben wir sehr, sehr offen kommuniziert, was wir sowieso immer vorhaben und immer wollen mit unseren Jungs. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und das ist auch ein respektvoller Umfang, dass sich auch ein Spieler wie Leon Goretzka mehr als verdient hat. Und ich glaube, es ist für beide Seiten wichtig, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Ja, das sollte man nur schon immer mal ein Jahr vorher tun, ne? Das wäre vielleicht so auf Opa gesehen, auf alle anderen Vertragsgespräche und so weiter. Sollte man einfach mal ein Jahr, bevor ein Vertrag ausläuft, tun, offen und ehrlich kommunizieren, sich da hinsetzen, dem Spieler auch mal klar machen, jo, es wäre schön, wenn du keinen Bock hast, hier den Vertrag zu verlängern, weil wir dir zu wenig Geld zahlen im einen Jahr. Wäre es schön, wenn du ein Jahr vorher gehst und wir wenigstens noch eine Ablöse für dich generieren. Ja, das wäre schön, wenn man so offen und ehrliche Gespräche mit den Spielern führen würde und der Spieler das dann auch einsehen würde und wenn das nicht einsieht, dann muss man halt mal Konsequenzen ziehen, ne? Das wäre schön. Für die Zukunft. Ja, und noch eins, natürlich habe ich auch mit Leon gesprochen, aber meine Beziehung mit Leon war immer gut und ehrlich. Ich meine, das erste Mal, dass ich Leon Ja, wundert ja auch nicht. Ich meine, der Mann bringt super durchschnittliche Leistung bis katastrophale Leistung und ist trotzdem halber Stammspieler unter Kompanie. Also ist klar, dass da das Verhältnis gut ist. Ja? Und das nur, weil er Erfahrung hat. Ja, Hut ab. mit Leon kommuniziert habe, war zu bestätigen, dass das wahrscheinlich für die Vereine in meiner ersten Sommer, dass wahrscheinlich für die Vereine die Entscheidung war, dass er sich einen anderen Verein aussuchen kann. Das war auch ehrlich und hart. Aber nach der Transferperiode haben wir wieder kommuniziert und gesagt, okay, Transferperiode ist vorbei, du bist geblieben und dann werden wir fair und ehrlich sein und er hat sich wieder in die Mannschaft gespielt. Und das war dann eine von den positiven Geschichten, die ich letzte Saison oft gesagt habe. Naja. Also na klar, hat er den Kopf nicht hängen lassen, etc. Ich meine, er hat Vertrag gehabt und hat Gas gegeben, hat sie nicht hängen lassen. Na, das kann man ihm hoch anrechnen. Und ja, er hatte dann auch wirklich 4, 5 gute Spiele, aber dann ging es auch wieder runter. Ja. Aber das ist ja auch okay. So, ich habe es 100-mal erklärt, warum ich denke, dass Leon Goretzka nicht in unser System passt. Brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ne? Geschichte von Goretzka, die Geschichte von Dyer, wo diese Jungs einfach weiter gekämpft haben und gezeigt Ja, du kannst ja nicht Erik Dyer mit Leon Goretzka vergleichen. Also Erik Dyer hat dieser Mannschaft so viel gegeben, allein an Führung, Alter, und an Sicherheit. Also. haben, auch wenn wir vielleicht nicht vorne anfangen, trotzdem kannst du deine Chance bekommen, wenn du einfach die richtige Sache machst im Training. Hat er immer weiter gemacht und das hat auch unsere Beziehung gestärkt. Und jetzt auch in dieser Phase, was Christoph jetzt gesagt hat, glaube ich, war das Wichtigste, dass wir da auch wieder ehrlich sind und respektvoll sind. Und das ändert jetzt überhaupt nichts an seine Situation mit uns in den nächsten 4, 5 Monaten oder seine Rolle bei uns. Das ist halt auch so ein Unding, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Also, ich verstehe es halt nicht, ja. Wenn man Spieler hat, auf den man setzt, dann gibt man ihn nicht am Ende des Jahres ablösefrei ab. So, ist doch Schwachsinn. Ja? Also was ist Leon denn gerade? You know? Ich verstehe es nicht. Ja, wenn man immer noch auf Leon bauen würde, dann würde man ihn nicht ablösefrei abgeben. So. Also, ich meine, ich verstehe es jetzt auf die Breite gesehen so, ja, aber dann setze ich nicht dahin und erzähle einen, was für ein toller Spieler und ja, bla bla bla. Nee, dann ist er vielleicht Nummer 4, Nummer 5, ja. Und nochmal, ob das dann dem Nationaltrainer reicht, um zu sagen, boah, ey, Leon Goretzka nehme ich aber mit zu einer WM. Ich bin gespannt. War immer ganz wichtig. Und ich freue mich eigentlich auf die Momente, die wir noch zusammen genießen können. Also ich glaube, deswegen ist seine Motivation auch so groß, beim FC Bayern weiterzumachen. Und ja, wir wollen uns freuen auf diese Zeit und das werden wir auch machen. Und dann für Jamal, ja, wie gesagt, der war nach 5. Ich meine, ist natürlich ein schöner Faktor für die Mannschaft, ne? Sozusagen, komm, wir nochmal ein kleiner Anreiz, komm, wir geben Leon Goretzka nach 8 Jahren einen schönen Abschluss und hauen nochmal alles raus so. Das ist natürlich schon ein Faktor, ja, das verstehe ich. Das wäre vielleicht ein Grund, das so hinzustellen, wie man es gerade hinstellt.
Ja, vielleicht ist das der Grund. 45 Minuten eigentlich, der sah ganz frisch aus, diese erste 45 Minuten. Ich war überrascht, wirklich, dass er das schon bringen könnte, wenn man schaut auf die Daten. Also es ist nicht immer über Daten, weil wir können schon sehen, ob er gut spielt oder nicht, aber trotzdem vom Gefühl her wusste ich, dass er eine gute erste Halbzeit gespielt hat, aber danach noch die Daten geschaut und gesehen, dass er einfach, ja, dass das 45 Minuten waren auf ein hohes Niveau, physisch auch. Aber danach könnte er nicht mehr. Und das gehört dazu. Dann hat er noch diese 15 Minuten weitergemacht, obwohl er schon tot war. Und dann noch das Tor gemacht, das ist auch eine Qualität. Und dann weißt du ungefähr, okay, Jamal ist jetzt wieder einen Schritt weiter. Ob es jetzt bedeutet, dass er 3-mal die Woche spielen kann, wahrscheinlich nicht. Aber also fit wird er langsam und das ist gut für uns. Ja. Dann rechts daneben Vincent Schirpke für Münchner Merkur und TZ. Ja, guten Morgen. Einmal Frage an Herrn Company. Hat er jetzt aber auch nicht wirklich die Frage beantwortet, wer jetzt alles so fit ist oder nicht, ja? Beim HSV spielt mit Luka Vuskovic ein Riesentalent in der Abwehr. Sie als ehemaliger Innenverteidiger beim HSV, wie sehen Sie ihn? Was gefällt ihm an seiner Spielweise? Und haben Sie irgendeinen Tipp für ihn, für seine Entwicklung? Und dann noch eine Frage an Herrn Freund, wenn Sie sagen, Leon Goretzka ist ab Sommer weg, gibt es da schon Überlegungen, mit welchem Profil man danach besetzen könnte im Mittelfeld? Also eher ein talentierter junger Spieler oder auch so ein erfahrener Spieler? Was sind da Ihre Gedanken? Tom ist doch schon da. Ja, also Vuskovic. Und Conny Leinemeister auch da. Ist doch alles gut. Ja, und ansonsten haust du einen talentierten Spieler dahinter. Haben wir im eigenen Verein. Da brauchst du kein Geld in die Hand nehmen. Für was? Du kannst natürlich richtig Geld in der Hand nehmen und da musst du aber eine richtige Maschine kaufen. Und dann musst du aber auch Kimmich wieder in Frage stellen. Dann haben wir wieder das Kimmich-Thema. Ja. Aber ein Declan will ja nicht zu uns. Also. Wir wussten schon, dass es ein großes Talent war im ersten Heimspiel. Das war dann auch ganz früh in der Saison und vielleicht sein erstes Spiel, glaube ich, für HSV. Und die Entwicklung in der Bundesliga für eine junge Innenverteidiger, also das ist schon eine schwierige Liga, muss man körperlich schon stark sein und auf diese Alter seine erste Saison eine wichtige Rolle haben in einem Verein wie HSV. Ich glaube, das passt alles für ihn. Der muss einfach immer zuhören auf seine Trainer. Er hat einen guten Trainer, also mehr muss er nicht machen. Und weiterhin seine Qualitäten zeigen. Aber natürlich morgen hoffe ich, dass es noch nicht sein bestes Spiel ist. Aber ja, man kann schon sehen, dass die junge Talent hat und dass er jetzt die richtigen Schritte macht. Ja, wir haben natürlich unsere Gedanken im Kopf in der Kaderplanung für die nächsten 6, 12 Monate, 18 Monate, was wir vorhaben, was passieren könnte, wie wir uns aufstellen wollen, was dem Kader gut tun könnte, von der Struktur auch her. Aber da haben wir jetzt natürlich noch 5 Monate Zeit. Aber es gibt einige junge Spieler auch, die aktuell verliehen sind oder auch bei uns sind, die nächste Schritte machen, die dann sehr, sehr spannend für uns sein können. Aber wie gesagt, da ist noch eine gewisse Zeit hin, aber wir haben schon unsere Gedanken im Kopf dazu, ja. Dann die Gedanken von Klaus Bergmann. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, war. Herr Company, was ändert sich denn personell im Kader oder wer steht nicht zur Verfügung, wer steht zur Verfügung? Und die andere Frage, wenn Sie jetzt auf diesen Januar blicken, ist jetzt das letzte Spiel, doch ein sehr stressiger Monat. Sind Sie umso froher, dass Sie jetzt im Februar 2 Spiele weniger haben? Ja, nicht, dass wir 2 Spiele weniger haben, aber es geht einfach darum, dass wir die Mannschaft und die Kader voll zur Verfügung haben am richtigen Zeitpunkt. Das ist wichtig für mich. Und ja, true. Upamecano war nicht da, ist jetzt wieder da. Rafael Guerrero war nicht da, kommt wahrscheinlich entweder schon wieder da, nächstes Spiel oder nächste Woche ab Montag oder Dienstag. Und das Stanisic ist wahrscheinlich wieder da und Jamal ist langsam wieder da, Fonsi ist langsam wieder da. Conny. Und Serge war wieder da gegen PSV. Geil, der war Niklas richtig Jackson ist starker wieder da. Auftritt von Serge. Also Sie können schon sehen, Auch Niklas Jackson war ich richtig sage es gut. jetzt und ich werde schon glücklich, wenn ich es sage. Und dass wir durch diesen Monat Januar gekommen sind und hoffentlich können wir noch einmal in diesem Monat, ist es morgen schon, 1. Februar? Nein, Sonntag. Genau, also dass wir noch einmal in diesem Monat Vollgas draufgehen Vollgas können und raus. unsere beste
FC Bayern sehen können, das würde dann am Ende auch eine sehr gute Monat sein, mit was wir alles erlebt haben. Und dann haben wir hoffentlich im Februar die Kader voll wieder zurück für diese wichtigen Spiele und im März hoffentlich voll Vertrauen, um mit die ganze Kader diese ganze Monat anzugreifen. Dann geht's runter. Eine Reihe davor, Julian Agadi für die Bild-Zeitung. Ja, Frage an Und beide. Sascha Boe ist auch zurück. Also ich meine, Conny Leimer. wir haben jetzt wieder... Entschuldigung. Conny vergessen. Ja. Genau, Frage an beide. Heute ist ja auch die Champions League-Auslosung und die Wahrscheinlichkeit eines deutschen Duells ist ja gar nicht so gering mit Dortmund oder wie letztes Jahr Leverkusen. Was wäre Ihnen denn lieber, deutsches Duell oder aufgrund der Champions League vielleicht doch eher internationales Flair? Wir können es uns sowieso nicht aussuchen. Also wir wissen jetzt, dass einer von diesen 4 Vereinen unser Gegner sein wird. Wir sind mal happy, dass wir da dabei sind, dass wir da fix dabei sind. Wir werden sehen, wir werden die Auslosung natürlich verfolgen. Aber ja, wir nehmen es dann, wie es kommt. True. Und wir haben uns eine super Ausgangsposition verschaffen, dass wir das Rückspiel sicher zu Hause haben. Bin auch gespannt, ne? Sind ja interessante Duelle so. Dortmund gegen Bergamo das wird auch nicht einfach für Dortmund und Olympiakos gegen Leverkusen. Ich meine, die haben 2-0 gewonnen gegen Leverkusen, also. Safe ist da auch lange noch nichts, dass das ein deutsches Duell wird, wa? Sollten wir auch weit kommen, immer zu Hause. Das ist eine gute Sache. Und jetzt schauen wir mal, was die Auslosung, wie die Auslosung vonstatten geht und dann nehmen wir, wie es kommt. Na, es ist mir egal. Kurz und knapp. Tom Hoffmann wieder, bitte. Das soll man doch sonst sagen. Muss jeden schlagen können. Christoph, nochmal eine Frage an dich. Du hast ja sehr gute Auskunft gegeben, was Goretzka angeht. Ein Medium hatte jetzt berichtet, dass angeblich Upamecano bis zum 1. Februar seine Entscheidung fällen muss, dass es da diese ganz klare Deadline geben soll. Ganz bewusst von mir im Konjunktiv gesprochen, daher die Frage an dich. Wie sieht es beim Sportsfreund Upamecano aus? Äußern uns doch nicht. Ja, da so haben wir ja nie irgendwelche schwebenden Wasserstandsmeldungen gegeben. Wir haben immer gesagt, wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen und da gibt es jetzt auch keinen neuen Stand dazu. Da werden wir jetzt auch nicht irgendwelche Details bekannt geben, wie die Verhandlungen gerade. Als wenn er sich jetzt auch öffentlich hinstellen würde, wir reden über den FC Bayern und sagen würde, ja, das ist deine. Ich meine, Max Eberl hat es bei Alphonso Davies gemacht und hat den Vertrag dann trotzdem ein halbes Jahr später verlängert. Also über was reden wir? Sind oder Verhandlungsstände bekannt geben, Einfach die Fresse. dass es Gespräche Alter. gibt, Das das ist ist das schon Beste, länger was du machen bekannt kannst, Alter. und dass es eine Entscheidung geben wird Oder halt klare Kante zeigen, so. Aber das passiert ja nicht beim FC Bayern. in naher Zukunft. Das wird so sein, aber nicht über irgendwelche Deadlines jetzt sprechen. Dann der junge Mann in der zweiten Reihe hinten, bitte. Ja, Louis Möldner, Praktikant bei Sky Sport. Frage an Herrn Company zur Besetzung der Doppelsechs. Also Sie haben jetzt in Eindhoven sich für Pavlovic und Kimmich entschieden. Ja, wie sieht die Besetzung gerade von Anfang an jetzt auch in Hamburg aus? Oder was können Sie dazu sagen? Oh, Junge, du bist Praktikant? Junge, dann lass dir doch mal eine Frage einfallen, die beantwortet wird. Er antwortet doch eh nicht. Er wird keine Auskunft geben zur Startaufstellung, Alter. What the fuck? Sehr wahrscheinlich werden wir Leon Goretzka rumdümpeln sehen, ja. Ja, Praktikantfrage aber, weil ich sage nie was zur Ja, Ausstellung genau, nächsten Alter. Tag. Jetzt immer eine andere Frage ausgestellt. Und das wird auch so bleiben. Ja, wir haben gute Spiele und die Katastrophe. Möglichkeiten. Katastrophe! Sie haben genannt, was haben Sie gesagt? Also Pavlovic, Kimmich, gibt es Leon Goretzka, Thomas Bischoff. Konrad Leimer geht nicht, weil der ist noch verletzt. Und dann habe ich jetzt wieder Informationen auch gegeben für Ihre Kollegen. Das war trotzdem eine schlaue Frage vielleicht. Wow! Ich meine, wir reden über das zentrale Mittelfeld und er hat mal den Namen Conny Leimer in den Mund genommen. Das gab es ja unter Kompanie auch noch nie. Nein, aber das sind die Möglichkeiten und 2 von die 4 werden spielen. Machen wir noch 2 Fragen, bitte. Johannes Berner, Reihe 1 für die Bild-Zeitung. Let's go. Herr Company, morgen nochmal zur Rückkehr zum HSV. Gibt es einen Weggefährten, auf den Sie sich morgen, oder Weggefährten, auf die Sie sich besonders freuen? Ob es ehemalige, wie soll man es nennen, ehemalige Kollegen, Weggefährten gibt, auf die Sie sich besonders freuen? Und gibt es vielleicht einen Austausch schon vom Spiel, vielleicht auch, dass man über WhatsApp schreibt?
leichte Sticheleien oder auch also von HSV-Seite oder Ah, spielt das es dann kann keine nur Rolle? Man freut Bild-Zeitung sich einfach sein, auf die. ey. Nein, man freut sich einfach auf dem Spiel. Aber ich weiß nicht, ob ehemalige Kollegen eigentlich beim HSV jetzt im Moment arbeiten. Also Fußballkollegen, ich glaube nicht. Schon Zeit her. Schon eine Zeit her. Ja, dass ist du schon dort eine, warst. ja, aber die könnte zum Beispiel Trainer oder Trainer. Ja, also ich meine Co-Trainer Ja. oder ich weiß nicht, also die könnte auch im Verein arbeiten, aber ich glaube nicht. Natürlich haben wir ich hatte immer dieses Link mit so Leute wie Ivica Holic, David Jarolin, treffe ich noch manchmal in die Katakomben und ja, es war schön. Wir hatten schon eine geile Mannschaft auch in die Zeit, muss ich sagen. Also es war noch Jerome Boateng, Van der Vaart, Nigel de Jong, wer war noch da? Paulo Guerrero, Guy Demel, Atuba war immer lustig. Ja, der Frank Rost auch im Tor. Und Der war auch immer lustig. es war einfach der Frank Rost. Ganz eine lustiger geile Typ. Zeit, eine geile Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ich habe letztendlich nur 2 Jahre beim HSV gespielt. Und trotzdem vom Gefühl her sind die 2 Jahre eigentlich besser beigeblieben als vielleicht 2 Jahre woanders, weil einfach eine geile Zeit war. Und ich hoffe, ich wünsche für die nächste Generation, dass sie das wieder mal erleben. Aber natürlich hauptsächlich bin ich da, weil ich mit Bayern München meine geilste Zeit erleben will und deswegen will ich einfach morgen gewinnen und dann freue ich mich auf alles anderes. Stefan Kumberger zum Schluss, bitte. Herr Freund, Sie geben im Fall Upamecano keine Wasserstandsmeldung. Ändert sich denn der Wasserstand zumindest so von Tag zu Tag oder ist das alles festgefahren? Na, es ist nicht festgefahren. Die Gespräche schreiten voran und die Zeit schreitet voran. Und wie gesagt, so Verhandlungen dauern. Es gibt verschiedene Phasen. Aber es gibt dann auch eine Zeit, wo es Entscheidungen geben wird. Also so ist der abwarten. Füße stillhalten. Wie gut, dass es immer wieder Ja, wie gut, dass es immer wieder Pressekonferenzen gibt, wo man nachfragen kann. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Viel Spaß beim Spiel, hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. Rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.